Ich freue mich, war das hier sein, wenn es windig ist. Meine Mama sagt immer, wenn das Sodren deut, oder dort wir mit windig, dort wir eine feine Zeit zum Schlupen. Von der aus nicht eine Zeit zum Schlupen. Und so, ich will Ihnen versuchen, wacker zu holen. Ich habe mich sehr gefreut, diese Botschaft, und ich will Ihnen von der ein bisschen wieder erklären, wo schafft das mit dem Gesetz, wo hier das nähen und so eine Dinge steht. Und weißt du, ich will Ihnen sagen, horchen von der, wenn diese Botschaft oder diese Wort hat, der ist sehr, sehr wichtig für uns, besonders die von uns, die mit alle in meinen Nietzsche Hintergrund kommen, wo wir manchmal erneuerungen werden und Regeln und all so Dinge steht. Und so wir haben viel Frauen über das Gesetz. Wo hier das haben, wo so auf Gott hat, und all diese Dinge. Und so da war von der ein bisschen von reden. Wir sind in der Reihe von Botschaften von Jesus allein. Die erste Botschaft handelt sich von ein anderes Evangelium als nicht das Evangelium. Und da rede ich von, dass Paulus sehr strenge Gesetz oder einfach einen Fluch aussprechen wird, wer immer ein anderes Evangelium bringt. Wer bei Jesus wird beilegt für Erlösung und so weiter, so ist die Juden deuten durch eine galatische Kirche, er sagt, sie sind unter einem Fluch. Die zweite Botschaft, da rede ich von, dass Paulus sein Apostelamt in sein Evangelium verteidigen wird. Wenn sie sagen zu den Kirchen, sie sagen, check mal, Paulus ist gleich ein wahrer Apostel, und wenn er nicht ein Apostel ist, ist sein Evangelium auch nicht reich. Und so Paulus redet davon, dort wo uns Hauptversen nennt, was wir jeder Werk gebrückt haben, und ich will den Neuquader brücken, er sagt in Galater 2, 4 und 5, er sagt, aber die falschen Brüder, die sich geheim geschleckt haben, unsere Freiheit in Christus Jesus auszuspionieren, und die uns zwar am Gesetz versklaven wollen, für die haben wir ab kein Weg neu gegeben, dass die Wahrheit im Evangelium verjüngt wird, stehen bleiben. Und das ist mein Ziel, mit dieser ganzen Botschaften, dass die Wahrheit von dem Evangelium für uns wird stehen bleiben. Wenn da sind auch Menschen in uns leben, einmal in unserer Familie, einmal in unserer Umgebung, oder in unserer Kirche sogar, wird uns auch wollen bringen an das Gesetz. Vorweg rede ich von, wir sind gereicht vor dich durch Glauben, und ich brauche die Geschichte von Petrus, wo Petrus da anfängt zu hecheln, aus den Juden kommen und so wieder in die Kirche in Antioch, und Paulus nimmt am Fern und so wieder, und so da reden wir vorweg von. Von der will ich reden von dem Gesetz und das Versprechen. Na, ich habe so gegrabbelt und gebet, wo kann ich das tun, dass ich das nicht verlieren. Und so, ich will dir die selbste Wahrheit dreimal sagen von dir. Erstens mit einem Beispiel, dann werden wir das ganze Bild bechecken, und dann werden wir nur die Bibel gehen. Und wenn ihr in der Bibel habt, ihr könnt die aufmerken, nur Galater Kapitel 3. Ich will in Galater Kapitel 3 bleiben, ziemlich sicher von dir. Aber erst das Beispiel. Stellt dir mal vor, dass du ein Mann. Und das Mann hat ein großes Geschäft. Und das Mann, der hat einen 5 Jahre jung. Und den Mann sein Plan ist, dass wenn das Jung ist, wird 21 Jahre sein, dann soll er dort Geschäft übernehmen. Und so was der Vater tut, hat Schrift und Testament. Und welche Tiane Zeit, wenn wir an ein Testament denken, von der dann denken wir fertig an ein Testament, was wir schreiben, wenn wir sterben. Aber Tiane Zeit wurde ein Vater einmal ein Testament schreiben. Und dort hat er dann mit, wenn der Jung erst so und so alt ist, dann soll der in die Wasser Ding oben oder down oder ran. Und so das Vater, er merkt ein Testament, er unterschriftet, das Gesetz unterschriftet, sie stempeln dort, und das Testament sagt, dass das Jung, wenn der erst 21 ist, dann wird er das Business übernehmen. Und dann nimmt der Vater, und dann stellt er das 5 Jahre Jung in Absichter. Die englische Bibel braucht das Wort Guardian durch. Ein Guardian, das ist einer, was verantwortlich ist für einen anderen Mensch, oder für Kinder. In Kanada hat wir manchmal so, wenn die Eltern vielleicht in Trouble wären und die Kinder werden von Heim mitgenommen oder so, dann wird er nochmal wem von der Freundschaft vielleicht oder so, dort wird ein Legal Guardian genannt. Und so der hat gesetzlich zu sein über die Kinder. Und so das Vater, er nimmt sein 5 Jahre jung, er stellt den unter Absichter. Ein Guardian, das hochdeutsche Wort, was wir brauchen, das ist ein Zuchtmeister. Und welcher ein Zuchtmeister, das ist ein Absichter, was verantwortlich ist, den Jungen abzutragen,
die soll den Jungen lehren, die soll schön merken, dass er nur Schuld hat, die soll den Jungen am Weich holen, dass das Jungen sich nicht wird verbiestern, dass er nicht wird in Superinen gehen oder in andere Drogen oder was immer, die soll den Jungen sozusagen am Weich holen. Und die haben eine Arbeit beschrieben in das Testament, was seine Arbeit ist, aber welche den seine Arbeit hielt ab, den Tag, wo der Junge 21 wird. Wenn das, was das Testament sagt, dass wenn der Junge 21 ist, dann ist der Guardian, der Zuchtmeister, den seine Arbeit ist vorig. Der Junge ist abgewaschen, der hat ihn abgetrocknet. Nun ist der Junge verantwortlich, nur an das Business, und der Zuchtmeister, der kann sich Gondol sagen, sozusagen. Den seine Arbeit ist vorig. Okay? So halt das Bild im Sinn. Was Paulus hier sagt, dort ist, dass Gott hat im Testament geschrieben, in Abraham dort gegeben. Und so 2000 Jahre vor Jesus kam, dann schreibt Gott sozusagen ein Testament. Und dort Testament seht, Paulus nannte es hier ein Versprechen. Und so, dort Testament seht, dass Gott wird ein Tag in der Erlöser in der Welt bringen, Abraham sie nur kommen, und Paulus sagt, dort dient nur Jesus. Und so, dort 2000 Jahre 3 schreibt Gott ein Testament und gibt Abraham dort, er gibt Isaac dort, er gibt Jakob dort. Und dort seht, dass die Zeit kommt, wo der Messias kommt. Und dann wird der Erlösungsplan durch Gnade, durch das Jesus kommen. Dort wird uns Rader sein. Durch den Glauben an Jesus Christus wird wir gerecht worden. Und so, dort wird Gott Abraham verspricht, 2000 Jahre vorher passiert. Na, wenn wir das Alte Testament lesen, das kommt nicht kreuz mit all diese wieder rüht, aber dort sagt Paulus, wie die Meinung dahinter. Und so dazwischen hat Gott in Ewassächter angestellt. Und dort ist das Gesetz. Und so hier wird uns hier sagen, dass 430 Jahre Luther, na dort meint von Jakob, wenn von Abraham sind das über 600 Jahre. Aber was er dort versprechen, zu Abraham sein, zu Isaac und zu Jakob. Aus Jakob nur Ägypten reist. Aus Josef durchgefangen haben sie wieder. Dort, wo Gott zum letzten Mal das Versprechen sozusagen, das Testament, war er überdeelt, kriegen sagt, das was ich will tun. Und so 430 Jahre Luther, als sie von Ägypten reisten, nach Kanaan, als Moses der Lehrer war, dann sind sie beim Berg Sinai und dann stellt Gott ein Guardian an. Dann stellt Gott einen Zuchtmeister, nennt Paulus den hier. Gott stellt einen Übersechter über das Volk, was das Jung sozusagen soll abtragen. Und so das Gesetz wir durch, um das Volk leiden, wir wollen some Dinge hier finden, für was das Gesetz wir. Aber stellt ihnen das Bild für, dass Gott versprach, dort Erlösung durch Gnade, dort geht eben nur Jesus. Hier zwischen stellt Gott ein Gesetz an. Aber das Zuchtmeister, das Gesetz hat Gott angestellt, bloß so lang, bis die Sehen wird mündig sein. Kann ich verstehen, was ich sage? So dort steht eben das große Bild von der ganzen Thema hier. Und so, Gott hat ein Versprechen gegeben, das Versprechen ist Jesus, hier zwischen stellt Gott ein Übersechter an, um das Volk lehren und das Volk leiden. Und er will sich durch das Gesetz offenbaren, er will durch das Gesetz uns die Bibel geben, oder durch das Volk, er will durch den Messias in die Welt bringen. Und so das Volk nimmt Gott rüt, stellt ihn sozusagen apart, gibt einen Zuchtmeister, einen Übersechter, einen Guardian, und der soll das Volk sozusagen auf ein Glas holen, und dann wird der Tag kommen, wo der Messias wird kommen, und den Tag, wo die Sehen kommt, dann hat der Guardian, der Zuchtmeister, hat ausgedient. Und das, was Paulus hier lehrt. Und so, was sehr wichtig ist für uns, dass wir das lernen, dass den Tag, wo die Sehen mündig wird, dann hat der Zuchtmeister ausgedient. Und wenn wir nicht noch einmal den Zuchtmeister annehmen, der hat ausgedient. Den Tag, wo Jesus am Kreuz starb, dann Reitiger diente in Tempel 2, dort meint so viel, dass der Aula Bund, der wird durch. Der Zuchtmeister hat ausgedient. Der hat seine Zeit, der hat seine Ursache, seinen Zweck, und der hat ausgedient. Und so haben wir sehr klar halten, dass wir wollen ever in uns Leben Erlösung durch Gnade annehmen. Wenn wir glauben, dass wir sind nach einmal unter den Zuchtmeister, und dass wir sind nach einmal unter das Gesetz, was uns alle Dinge versagt. Dann wird ja ein sehr wichtiger Punkt ist, dass wir das klar halten, dass dort, was der Zuchtmeister von dir verlangt,
Da wird das Gesetz von dir verlangt, dort haben wir im Glauben an Jesus Christus als ein Geschenk gekriegt. Und weißt ihr, Lied, wir waren rein niemals. Niemals, die Bibel ist sehr klar über das, wir waren niemals gut genug sein, zum durch das Gesetz gerecht werden. Das ist viel zu streng. Aber dort, wo das Gesetz von dir verlangt, dort haben wir im Glauben an Jesus Christus als ein Geschenk von Gott gekriegt. Dort ist Gott seine Gnade. Lass mich ein Beispiel geben. In der Bergpredigt. Und weißt ihr, die Bergpredigt ist ein großes Problem für uns. Und ich weiß, ich habe Zeit von der mal dort ganze Ding durchnehmen, aber lass mich bloß ein Ding sagen. Wir müssen die Bergpredigt durch Gnade verstehen. Lass mich ein Bild geben, ein Beispiel von Wörterschaft. Die Bergpredigt sagt, seilig ist die, was ein reines Hort hat, wenn die was Gott sein. Den Vers kann ich rein alle, da habe ich fertig gelesen. Dann lass mich die mal fragen, lass mich alle fragen. Wer von ihnen kann von der Hand abheben und sagen, mein Hort ist ganz rein? Irgendwer? Und weil jemand nicht die Hand abheben, habe ich ihn rein alle terhalb verdammt. Der Bergpredigt sagt nicht, wenn du nur Fan bist, dann wirst du Gott sein. Dort sagt, wenn du ein reines Hort hast. Keiner von uns hat. Und so, wie haben euch ein reines Hort? Wie weit das sehr gut? Und so, dann versägen wir nochmal nachdollen, nach meiner Regeln, nach meiner allerhand Gesetze, wenn wir wollen nochmal ein reines Hort haben, und die Hort wird nicht rein. Weißt ihr was, Lied? In Christus, in Glauben an Jesus, hat Gott dir ein reines Hort gegeben. Lass dort ansehen. Dort, wo das Gesetz von dir verlangt, hast du in Jesus als ein Geschenk gekriegt durch den Glauben. Dann mal wir klar halten. Und so, und ich rede hier von der Bergpredigt, vielleicht dort vorne nicht, dass ich dort mit dem Gesetz vergleiche. Wenn wir dort nicht klar haben, dass die Bergpredigt als Port von dem Gesetz, das ist Port von dem Alten Bund. Jesus lebt unter dem Alten Bund. Jesus lebt vor dem Kreuz. Seine Liebe vor dem Kreuz. Die Bergpredigt, der das Gesetz so hoch merken, dass du dort niemals im Leben ewig kommst. Never. Das Gesetz sagt dir, wenn du nicht ein reines Hort hast, dann bist du verloren. Das Gesetz sagt uns, oder die Bergpredigt sagt uns, dass wenn du nicht willst, diese Liebe, was Jesus dir jetzt annehmen, dann bist du den Haus am Sohn. Weißt du Gott, rein alle von uns bühren ans Haus am Sohn. Alle. Wenn wir das nicht im Glauben an Jesus Christus tun. Die sind euch vollkommen genug, um die Bergpredigt auszuleben. Keiner von uns ist. In der Trouble in unserer Mennonitischen Lehre ist einmal gewusst, dass die Bergpredigt ist der Grund von unserem Evangelium. Und das ist ein großes Problem für uns. Because in der Bergpredigt, durch das Jesus rein merken, und er das gesagt so hoch stellen, er zum Beispiel die Barseife so hoch haben, dass er keine überhaupt kann. Da das klar ist, du musst nun erlösen gehen. Meine Frau und ich, wir haben in den letzten Jahren alle mal einen großen Bluttest getan. Und so dann lassen wir uns Blut nehmen und dann unser Blut testen und so weiter. Und dann, wenn wir den Bluttest kriegen, dann sage ich dort, wie viel Cholesterol wir haben, wie hoch der Zucker ist und alle so eine Dinge. Weißt du Gott, die Bluttest, die kann uns nicht gesund merken. Die schrift uns nicht fertig mal zum gesund werden. Alles, was die sagen, was mit die Ohrech ist. Verstehst du, was ich sage? Wenn du einen Bluttest hast, die sagt, die was mit die Ohrech ist, und dann checkst du, okay, der Cholesterol ist viel zu hoch, Blut ist Zucker ist viel zu hoch und so weiter. Und dann sagt das Bluttest dir, dass die fehlt ein Doktor. Du musst mal wo einen Doktor fahren. Das ist, was das Gesetz steht. Das Gesetz ist der Bluttest, was die sagt, du hast geschrieben. Nu fehlt dir ein Doktor. Aber der Gesetz selbst ist nicht der Doktor. Dort sagt die bloß, was mit die Ohrech ist. Dort hat die bloß Rechten, so zu sein. Aber weißt du, uns fehlt dem Bluttest, dass wir wissen, wo man uns Ohrech ist. Und so, wenn das Gesetz einen Zweig hat, dann ist es dort, dass dort uns wies, dass wir sind Sünder. Dann kann man dort ganze Time an betrübbeln. Because wir dann so leicht, dass das Gesetz dann noch kurz mitschlagen und ans Christentum nennen und dann ans Rechten bist ohne das Gesetz. Und so, das ist ein Problem. Aber das Gesetz hat seinen Zweig, dass wir durch für eine Ursache, dass wir die Zuchtmeister, die soll den Sehen abtragen, aber der Sehen ist abgewaschen, die ist nur 21 und ihr habt das Gesetz ausgedehnt. So, wenn wir nur das Kapitel gehen, hier in Galater 3, in some von diesen Dingen, wo wir hier noch einmal gehen, aber so wie ihr seht,
Ich will Ihnen das selbe Wort het dreimal sagen. In Galater Kapitel 3, wir wollen da in Vers 8, ich werde die Vers nicht alle lesen, aber dort sagt hier, die Schrift seht dort allem verrüht, dass Gott die Völker durch den Glauben gerecht merken würde. In Predigt durch wen all zu Abraham seht, durch die sollen alle Völker gesehnt worden. Und so was Paulus gesagt erst, check mal, all dort wie 2003, deut Gott hat all sagen, dass wir würden durch den Glauben gerecht worden. Und so, en hij predigt al te Abraham, na dan wird noch gleich alle ganz klar, dass wir noch gleich openbaart all und so wieder. Weet je wat? Abraham bleibt niemals an Jesus. Das geeft kein Jesus zum Bleiben. Das geeft nicht mal so Namen, dass da noch mal wird ein Messias kommen, was wird Jesus heiten. Abraham hat das Bild gleich vor sich, dass Jesus wird sterben. Oder dass er wird gekreuzigt worden und so wieder. Weet je, das ist eine Offenbarung, was sich entwickelt. Aber Abraham, durch den Glauben an Gott, er wie kann sein, dass er Gott glaubt, was Gott noch mal wird tun, dass Gott am Gerechtigkeit zuschreiben. Wie Abraham ein gerechter Mensch? Sei er lang nicht. 2 frühes Hora. Lüg eigentlich, wenn sie haben wir eine Schmacke früher, dann muss eigentlich leben, wenn die in so eine Dinge. Abraham wird gleich ein gerechter Mensch in sich selbst. Aber durch das Glauben, für was Gott noch mal wird tun, dass Gott am Gerechtigkeit zuschreiben. Gott hat das selbst für die. Bei uns haben wir bloß geändert, dass wir gegen Tränen im Krieg, Abraham checkt verraten im Krieg, er kann das Bild gleich ganz verstehen, aber er glaubt, was Gott gesagt hat, und Gott mir am gerecht. Wir checken Tränen und bleiben, was Jesus von uns zu tun hat, und Gott schreibt von uns Gerechtigkeit zu. Und so, Paulus sagt, Gott predigt auch zu Abraham, dass das wird passieren. Und er sagt wieder in Vers 9, und du werden kriegen die durch Glauben denselben sehen, als Abraham, der durch Glauben hat. Und so, wenn wir nicht glauben, dass Abraham dann wird uns Gerechtigkeit zugeschrieben durch Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus. Vers 10, wer sich auf Worten mit dem Gesetz verlässt, als unseren Fluch. So war das strenge Wort. Er sagt, wer in der Schrift sagt, verflucht, als jeder einer, der nicht alles halten darf, was im Gesetz geschrieben steht. Und so das Gesetz ist sehr streng. Das Gesetz sagt, du nicht stärker lesen und Sabbat, und wenn er das, dann chillen wir die dort. Das ist, was das Gesetz steht. Wir haben eine interessante Geschichte im Alten Bund, ich hatte nicht abgecheckt, wurde ich erst über einen von den Mausebeker, und so dass ein Mann, der jetzt an Sabbat stärker lesen, zum Eten merken, für sie nicht hängen. Dann fängen sie den dabei, dann schlafen sie den in Moses und sagen sie, das und Sabbat stärker lesen, was selber mit denen tun. Moses weiß auch nicht, und so hat nur Gott, fragt Gott, und Gott sagt, die ganze Gesellschaft soll den Rüt nehmen, ut der Kämpfer zu sein, und mit Steinen dort chillen. Weißt du, was Lied? Wenn wir wollen im Gesetz leben, dann müssen wir auch die Strafe von dem Gesetz mitnehmen. Wenn wir wollen im Gesetz leben, dann werden wir da hängen, die Steine haben, klappen haben, und dann, wenn wir das Gesetz brechen, dann gehen wir zu Amtszeit Steinen. Na, wer wird überbleiben, zum den letzten Tod chillen? Na, das wird sehr einfach geredet, aber ihr Schwester, das Gesetz bringt einen Fluch auf die, wenn die Kost dort nicht holen, und wenn die dort nicht holen kannst, verdammt die dort den Tod, und die ist really sterben. Und der einzige Ursache, wo die leben kannst, ist, wenn Jesus ging für die sterben. Und so nun sagt er, wenn wir das im Glauben annehmen, dann haben wir die Gerechtigkeit. Vers 11. Das ist klar, dass durch das Gesetz kein Mensch für Gott gerecht ist, weil wer durch den Glauben gerecht ist, soll leben. Na, das kommt in den Alten Bund. Und so Paulus nimmt den Alten Bund, der Alte Testament, sagt, check dir mal, das ist, was du all seht, dass die wollen durch Glauben leben. Dann sagt er wieder, das Gesetz, aber jetzt sich mit dem Glauben nicht auf. Du heute dort, wer dort tät, was dort sagt, wird leben. Na, morgen den Unterschied. Wir haben eine Stelle sagt, wenn du glaubst, wirst du leben. Das Gesetz sagt, wenn du das wirst du leben. Und weißt du, wo ihn dort vom Tod verdammt hat? Wenn die dann gleich. Wir können nicht mal. Wir können auch gleich holen. Und so dann kommt Jesus und der hat den Stang noch mal viel höher. Er sagt, ihr habt gehört, dass ihr soll nicht die Ehe brechen, sagt Jesus. Aber weißt du was? Wenn du nur eine früh checkst mit Lass, hast du die Ehe brechen. Weil der hat noch mal viel höher. Und wir sind rein alle schuldig. Und so wir wollen nicht durch das Gesetz gerecht, aber durch den Glauben. Und so das Gesetz hat zu tun mit tun, Glauben hat zu tun mit gedun.
Macht ihr den Unterschied? Gesagt sagt, du, Glauben sagt, das für die tun. Glaub das bloß. Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch, den das Gesetz über uns bracht, dadurch, dass er den Fluch auf sich nahm. Wie es dort steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Und so Jesus nahm den Tod, was du verdient hast, und er betont dort, er nahm den Fluch von dir auf. Und so nu, wenn wir an Jesus glauben, dann darf Gott uns Gerechtigkeit fair wie vollkommen sind. Na, das soll ihr nicht arg verstehen. Ich meine nicht, das hält sich gleich, wo du lebst. Aber wenn du was lernst, was Gott seine Gerechtigkeit, was du dort verdient hast, dann wirst du Lebenszeit lernen und dann ist es verloren. Keiner von uns merkt das. Aber Gott hat dort bereit, all mit Abraham, mit Gott das Testament, dass ich war Gnade in die Welt bringen, und durch den Glauben an Jesus Christus wollte meine Menschen gerecht merken, wenn die auch nicht vollkommen sind. Und welche an sie gefallen in der Tür, mit der haben für Lebenszeit. Aber Gott gibt uns Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Heißt der, was gerecht ist. Heißt der, was durchstarb für uns. Ich gleich haben wir das Bild, wenn die Menschen einen Schub brachten und Tempel zum Opfern, dann die Priester das Schub ihr Segen, nicht den Mensch, was das braucht. Und Gott wird Jesus ihr Segen für die Gerechtigkeit. Wow. Und dort habe ich durch den Glauben. Vers 14. Er sagt, dass Abraham den Sehen durch Christus Jesus auf die Welt gekommen ist. Er redet hier von den Sehen, von das Versprechen, was Gott 2000 Jahre drüben mögt. Und so dort ist nicht durch Christus gekommen. Und so haben wir den Geist gekriegt, der uns versprechen wir, wann wir glauben würden. Und so Gott spricht all durch Abraham, verspricht Gott, er schreibt im Testament und sagt, dass wenn das tätig wird erfüllt sind, dann will ich mein Sehen schenken, ich will den Heiligen Geist schenken, ich will Gerechtigkeit und Glauben schenken, ich will genug schenken. Und nu sagt er, wie hat das, wann wir das glauben. Der Zuchtmeister hat es gedacht. Der hat es gedacht. Und dann, Vers 15. Er sagt, liebe Brüder, ich gebe Ihnen ein menschliches Beispiel. Wenn Menschen ein Testament merken, wird das nicht geändert, wenn das erst ungeschrieben ist. Da wird dann nicht mehr zugesagt und nicht wahrgenommen. Weißt du Gott? Gott möchte ein Testament mit Abraham und das Gesetz nicht ändern. Das Gesetz wird zwischen angegeben, das ist ein Zuchtmeister. Aber das Gesetz ändert das Versprechen nicht. Das Gesetz ändert das Testament nicht. Und Gott hat ein Testament gegeben, ein Versprechen, was er tun, und dort bleibt stehen. Wir haben andere Stellen in der Schrift, wo das selbst gedenkt sagt, kann ich titem das alle durchgehen. Aber der Schrift merkt das sehr klar, besonders im Hebräerbrief, er sagt, dass Gott kann nicht lehen. Und so Gott gibt Abraham das Versprechen mit einem Eid oder mit einem Oath, wenn Gott kann nicht lehen. Und so Gott sein Versprechen wird in Erfüllung kommen. Und das ist, was wir nun haben in Christus. Vers 16. Was Abraham versprechen, wir verarmen sie nur kommen. Dort sage ich nicht, in sie nur kommen. Nicht an Fehler, bloß an einem, und der eine ist Christus. So, ihr merkt das hier klar, dass das Versprechen, was Gott Abraham gibt, das ging ab Jesus. Und ich wünsche, ich hatte in der Wohntafel zum Jünden Mohlen, dass hier ist Abraham, und Gott versprach, den jetzt, dass eben nur Christus hier zwischen, als das Gesetz. Für einen Zweig, für eine Zeit, aber das habe ich gedacht. Halt das klar. Vers 17, das ist, was ich meine, das Gesetz, das 430 Jahre nur hat heeft ein Testament nicht ab. Hier dort, die Schwester, das Gesetz, was 430 Jahre Luther scheint, dass das Versprechen nicht ändern. Gott hat Versprechen durch genug Taten, durch den Sehen Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Das Gesetz, das nicht ändern. So das Gesetz, das 430 Jahre nur hat scheint, heeft ein Testament nicht ab, dass Gott vorher Gott gehalten hat. Das kann sein Versprechen nicht angeltlich merken. Gott sein Versprechen bleibt stehen. Und bitte versteht das Bild, dass das Zuchtmeister, das Guardian, der hat seine Arbeit, der hat seine Zeit, aber das ist ewig. Nicht so wie unser Christus. Und so das, Gott verspricht das Gesetz ändert das nicht, das Gesetz wird bloß angegeben, Tim sein Volk zu sein am Wachholm. Er wird uns hier noch ein paar andere Dinge erwiesen. Tim, dass das ein rechtes Volk wird sein, wo der Messias kommen und so weiter. Vers 18. Er sagt, wenn das aufgeht, durch das Holen von Gesetz kommt, dann ist das nicht durch, dass Gott das Versprechen hat. Aber Gott gibt Abraham dort, wie er das Versprechen hat.
Und so merkt das hier bloß klar, dass das Gesetz, der das Versprechen nicht ändern, das kommt nicht durch ein Gesetz, das Gesetz wird von anderen Zweiten angegeben, das Gesetz wird angegeben aus dem Zuchtmeister, nicht aus uns Erlöser, und so das wird angegeben von ein paar Ursachen, er wird uns da hier noch über dem wiesen. Vers 23. Euer de Glauben scheim hat das Gesetz die Hand über uns, but uns de Glauben soll vergestellt worden. Möchten das, Geschwister, das Gesetz hat seine Arbeit, but Glauben kommt. Und Glauben kommt mit Jesus. Vers 24. Das Gesetz wird durch uns zu belehren, but Christus kommt. But Christus kommt. Möchten das. Das Gesetz wird durch uns zu belehren, but Christus kommt. Dort wir durch den Glauben können gerechtfertigt werden. Nu aber, dass der Glauben gekommen ist, stu wir nicht mehr unter ein Absichter, der uns belehren hat. Und so Gott gibt ein Versprechen, er gibt ein Absichter, und er hat seine Zeit, aber dort merkt er sehr klar, dass dort ist, but Jesus, nicht durch vorbei. Und so nu haben wir den Glauben gekriegt, nu ist der gekommen, ab wem das Versprechen ging. Der Zuchtmeister hat seine Arbeit getan, und dann sagt wir zu sehen, und wir sind unseren Glauben an Jesus Christus. Und so da war ein kleiner Betrag auf Vers 19. Wenn hier kommt die Frau, dann warum dann das Gesetz? Warum dann das Gesetz? Und da ist unsere Frau, und ich habe Ihnen das all gesagt, wo in das Gesetz, aber lasst mich das noch mit der Schrift bestätigen. Wo wäre in das Gesetz? Horcht, was er sagt. Er sagt es das, warum dann das Gesetz? Das Gesetz wird boven angegeben, dass wir daran sein können, was Sinn ist, was da kommen wird, morgen dort, was da kommen wird, das dit war nur Jesus, der uns versprechen wir. Das Versprechen geht ab Jesus. Das Gesetz wird durch Engel bekannt gemacht und ist durch einen Vermittler gegeben. Und so das Gesetz kommt an, zum Entwiesen, dass sie sind Sünder. Gott gibt sein Volk in Bluttest, was sieht, die sind krank, die haben Schrift, die müssen sterben. Das ist, was das Gesetz steht. Das weist uns bloß, was arg ist mit uns. Und so Gott gibt das Gesetz, dass sie dort würden ansehen, dass sie brauchten in der Läuser. Wohin wirst du einen Doktor vor, wenn du gleich weißt, dass du krank bist? Wohin wirst du jemals nach Jesus kommen, wenn du gleich weißt, dass du verloren bist ohne Arm? Und so das Gesetz wird gegeben, uns wiesen, dass wir Sünder sind. Paulus sagt zum Beispiel, noch auf einem anderen Stellen, ich wollte die Verse nicht lesen, aber in Römer 3, da redet Paulus von das. Und er sagt, dass durch Gesetzesworten wird kein Mensch gerecht worden, dadurch ist es bloß zu sein, was Sinn ist. Das ist, was das Gesetz steht. In Römer 5 sagt er, dass das Gesetz wird gegeben, dass der Sinn wird rütteln, aber wo Sinn groß ist genug noch viel grater. In Römer 7, Vers 7 sagt er, dass ich würde nicht gewusst haben, dass lost sind wir, wenn das Gesetz mir nicht sieht, du sollst nicht losten. Und so das Gesetz wird gegeben, um uns wiesen, dass wir sind Sünder. Das Gesetz ist ein Bluttest, wo die sagt, dein Cholesterol ist zu hoch, dein Zucker ist zu hoch, du hast Schreef in deinem Körper, du hast das arg und das arg und ganz arg, aber das gibt die keine Doktorie, das gibt die keine Cure, das gibt die keine Heilung, das kann die bloß sein, was mit dir arg ist. Und dann fahren wir einen Doktor. Und dann können wir Heilung kriegen. Und das ist ein Bild von was wir mit Jesus haben. Aber das ist Gott, der kommen wird, der uns versprechen wird. Und dort wird Jesus Christus. Und so er sagt, das Gesetz wird durch Engel gegeben, durch einen Vermittler, aber er sagt, Gott ist einer. Er sagt, ein Vermittler, aber er ist nicht nötig, wenn sich dort nur um einen handelt, und Gott ist nur einer. Und weißt du, das ist ein sehr interessantes Ding. In den Alten Bund, da merkt Gott einen Bund mit seinem Volk, und Moses stund dazwischen. Moses wird der Vermittler, und Gott sagte seinem Volk, ich will ihn sehen, wann die wollen so und so und so tun. Lest ihr mal das Alte Testament. Er sagt, jene Flecken, die wollen gute Arme kriegen, wenn die mir wollen, gehorsam sind. Ich will die Knieper schwach holen, ich will den Rehen checken, ich will jene Fien wach holen, aber das hat zu tun mit der Gehorsam. Und so, dort wird ein zweiseitiger Bund. Nu das Glauben kommt, dort ist ein Bund, was Gott allein gemerkt hat. Und so, wenn er sagt, ich glaube an Gott, und Gott ist treu, und er hält seinen Bund.
Gott sagt von der nicht zu mir, weißt du, ich will die raten, wenn du so und so und so, und wenn diese Dinge alle was gehorsam sind, dann will ich die raten. Weißt du, was Gott sagt? Er sagt, glaub an Jesus Christus, dann will ich die raten. Na, ich weiß jetzt nicht gefährliche Leben, because wir können dann sagen, okay, ich glaube an Jesus, now let's go party. And some Menschen don't. Aber wenn wir das klar haben, Lied, das Glauben kämpft und dann folgt und Leben. Du lässt nicht taub, noch mal ein paar Lied sein. Ich habe das alle gesagt, je heilig und befreit, und du warst die Lied, und du lebst das Lied. Und so, Glauben lebt, da müssen wir klar haben. Aber wir müssen das klar haben, dass die Worte werden uns niemals ever erraten. Wir haben das Beispiel von den Teufel von Kreuz, der durch die letzten Minuten in seinem Leben, dann dreht er sich nach Jesus, und er kennt Jesus, als der Messias und so wieder, und Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Die Menschen, die können kein Leben mehr leben, die können nicht gut mehr, die können nicht träge und sein, dass das mir leid, was ich alle tun habe, die hängt Kreuz, und in der letzten Minute sagt Gott, du bist gerat. Na, stellt dir mal vor, der Lied, was dort am Kreuz standen, ja, die Kinder hat dort gemerkt, den Mann hat dort gemerkt, dort hat gestohlen, dort hat alles getan, und die stunden dort am Kreuz und freuen sich, dass das einmal seine Strafe gerecht. Und nun sagt Jesus zu denen, wirst mit mir im Paradies sein. Wo in der Welt schaffst du uns dort? Gnade, dort wo in der schafft. Gnade. Durch unsere Arbeit in der Kirche haben wir früher verschiedene Menschen kennengelernt. Und so wir kennen mal eine Begebenheit, wo ein Mann seine Familie sehr dann behandelt und mussten über dem für Leben verloten und sich beschützen und wach von Armen und so weiter. Aber einmal am Storbad bekehrt das Mann sich und starb es dort wach. Und weißt du dann doch, für so ein Mensch, wenn es ever ein Bild von Gnade gibt, because die Mensch, die soll noch mal so erbießen, für was seine Familie alle hat angetan. Aber weißt du, Gnade sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du die Gerechtigkeit von Gott gekriegt. Und so, er sagt hier wieder in Vers 21, es dort gesagt, dann gehen dort, was Gott versprochen hat, nee, der schütt nicht, weil wenn du wir in Gesetz gegeben worden, dass dort Leben bringen können, dann wird durch das Gesetz der Gerechtigkeit gekommen. Die Schrift aber sagt, dass die ganze Menschheit von der Sinn beherrscht wird, dass es durch Glauben kann gegeben werden, was die versprechen wir, die an Jesus Christus glauben würden. Und so bloß noch einmal war er drei, dass er merkt dort klar, dass es nicht durch ein Gesetz, dass durch Glauben, wir sind alle ohne Sinn, wir wollen dort alle nicht merken an uns selbst, aber durch den Glauben an Jesus Christus, gibt Gott uns eine Gerechtigkeit, was seine ist. Das ist seine. Er kann doch leider sagen, lasst mich noch einmal zu ihnen sagen, wenn ihr für Gott tun, dann braucht ihr eine Gerechtigkeit, was für verantwortlich ist, nicht für die Kirche oder für Menschen. Wie kann ich manchmal sagen, oh, der Mensch, das ist ein gerechter Mensch. Und einmal da, wenn es ist Begräbnis gibt, dann werden wir den nach dem Himmel preisen und so weiter. Da wird nichts tun. Nichts. Da braucht eine Gerechtigkeit, was für Gott ehrlich ist. Und dort hast du in Jesus Christus, wenn du Jesus im Glauben hast angenommen, dann hat Gott dir eine Gerechtigkeit gegeben, was für ihm ehrlich ist. Und du kannst dir sicher sein, jeder Tag von deinem Leben, wenn ich von dir sterbe, dann sehe ich bei Gott, wenn ich habe Jesus seine Gerechtigkeit. Ich sage euch vollkommen, du bist auch nicht. Unsere Gedanken, unsere Motiven, verschiedene Dinge sind einmal gleich ganz arg in uns, aber Jesus Christus seine sind. Und so das Bild, dass es mir so viel wird. Dann sagt dann Vers 28, nun sind die durch den Glauben an Jesus Christus alle Gott seine Kinder. Hört ihr das? Durch den Glauben an Jesus Christus bist du Gott sein Kind. Und Gott gibt dir die Gerechtigkeit, was für ihn ehrlich ist. Du bist nicht mehr unangesetzt. Der Zuchtmeister hat nicht gedacht. Der Guardian ist nicht mehr über die. Nun haben wir Jesus Christus, nun haben wir den Heiligen Geist gekriegt. Und weißt du, lasst mich hier noch sagen, das ist noch ein Thema für sich allein, aber im Aula Bund, der Rand unter das Gesetz, der nie Bund Rand unter den Heiligen Geist. Das ist ein Thema, was uns viel zu lernen. Und so der letzte Botschaft von dieser Rede, weil ich reden von im Geist wandeln. Und so die Bibel merkt es sehr klar, Gott hat dir einen Heiligen Geist gegeben, und durch den lebst du von ihm. Vers 28. Du hast nicht kein Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven oder Frei, Mann oder Frau. Wir sind alle eins in Christus Jesus, und wenn wir Christus angehören, dann sind wir Abraham, sie noch kommen in Ohren, so es Gott versprochen hat. Weißt du, was Gott hier verspricht zu Abraham? Er sagt, ich will die ganze Welt durch die noch kommen sehen. Die noch kommen wie Jesus Christus.
En nu is Jezus gekomen, nu har vi den Segen Abrahams. Vi har dort gearven, wat Gott Abraham versproken. Kan je verstaan wat hij hier zegt? Dort wat Gott Abraham 2000 jaar voor Jezus kwam, voor ons is het nu al 4000 jaar terug, dan versprook Gott dat kwam in Jezus, nu zijn we de oven van dort. En zo waren we aan het leven. Zo nog eenmaal terug naar het beeld. De voerder heeft hem 5 jaar gezien. Hij staalt in een zorgmeister, wat hij 21 is. Dan zal hij dat business gaan. En dit zorgmeister trok ihn op, die beleert ihn, die helpt den jong, die weer verantwoordelijk dat weer opwassen. En weet je, Gott juist zijn gezegd te zien falsch, tem ent sozusagen leren en helpen opwassen, bot de Messias komt. Aber dat wordt zeer klar merkt in dit kapitel, dat het als bot Jezus komt. Jezus is gekomen. Wie kijken nu rein om kriet? En zo de vrouw is van jou niet best volkomen, kommst du dat alle krijgen nu, kost werkelijk met waarheid zijn, du hast een reines hart, kost werkelijk met waarheid zijn, dat du hoorst Gott zijn woord ganz. Maar er niet kost, dan was zeer een trouble. Buiten, dit leeft aan Jezus Christus. Weet je, Jezus zegt in de bergpredigt, hij zegt dat Himmel en Erde wordt vergaan, aber er wordt niet later niet een punt van het Gesetz vergaan, waar het alle erfüllt is. En wie nemen dat aan je mond zijn, oké, wel, dat ze hebben dat de Himmel en Erde staat, dan zal het maar nog jährlich zijn. Weet je wer het Gesetz erfüllt heeft? Jezus zelfs. Het Gesetz is erfüllt. Nou, eine Weise sagen wir, das steht da noch, und wir lesen das, und das verdammt uns noch einmal, aber wir haben nu Jesus. Wir haben Jesus, und wir können ihn Glauben annehmen. Und so die Frau für uns ist dort. Glaubst du an Jesus Christus? Versuchst du durch gute Worte irgendwo nochmal mit Gott Freund zu werden? Oder glaubst du in dein Hart an Jesus Christus? Weet je, lied, wenn je an Jesus glaubt, dann kann ich mit der Freiheit von der Bibel von dir sagen, je sind 100% gerecht für Gott. Du bist heilig, du bist angenommen, du bist gerecht. Lest mal Epheser Kapitel 1 von 3 bis 14. Das ist eine ganze Reihe von Dingen, was du alle hast im Glauben an Jesus Christus. Und weet je, da wird schon gehen, mal durch die Bibel gehen und mal sagen, was sind unsere Segnungen in Christus? Wir sind von dir in Jesus, nicht mehr einen Zuchtmeister von der Gesetz. Das Gesetz hat seine Zeit, das hat seine Städte, darauf abgehalten ist Jesus gekommen. Kennst du Jesus? Wenn du nicht kannst sagen, dass du Jesus kennst, dann fehlt dir Jesus von dir. Das ist dein einziger Weg. Ich bin vorne höchstens versichern, Gott, Mensch zusammen, trägt die Schmack an, du alle trägst, du viel Geld geben, wir tun all so eine Dinge, und wenn ich verstorben, dann bist du verloren. Tim, dat we die Gerechtigkeit haben, wat ver Gott jährlich ist, damit wir Jesus haben. Hast du Jesus?